So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend zusammen, wie ist es euch? War noch ein bisschen leise, ne? Wie ist es euch? Hier ist der Tuppes mit viel Kölschem Klav, fast der Lovendlev Mädchen und Kölle. Das hält man doch im Kopf nicht aus, das schlägt dem fast den. Das sieht man sich ja bald nonstop und denk, ich glaub, ich werd be. Der FC Köln. Spielt zweite Liga, treibt mich zum Wahnsinn immer wieder. Dass der Verein mal deutscher Meister war, ist doch heute genauso schwer vorstellbar, als würdest du vor einem Sexshop stehen und nicht Angela Merkel im Schaufenster sehen. Doch, was mir beim FC so gut gefällt, der Verein hat die besten Fans, der... Egal welche Liga, du hörst nur den Schrei, Viva Colonia, da sind wir da. Die sind so bescheiden, das finde ich enorm. Scheiß auf die Bayern, wir haben Paderborn. Guck mal, früher, das war noch die Zeit, deshalb komme ich da drauf, da stand man noch zum Umschalten. Wäre das heute noch so, kämen wir ganz schön in Schwitzen. Und bei dem Driss-Programm überhaupt nicht zum Sitzen. Mitten im Leben, Bauer sucht Frau. Oder letztens das Thema, ich weiß es genau, da erklärte einer bei Markus Lanz, ich wär gern eine Frau, doch ich hab nur ein Kleid. Aber soweit habt ihr Spaß, ne? Ja. Oder der Bachelor. Der Bachelor, da sucht sich ein Mann in seinem Haus paarungswillige Weibchen aus. Das ist doch genau dasselbe Niveau wie am Pavianfelsen im Kölner Zoo. Oder kennt ihr die Geissens auf RTL 2? Die sind ja wohl der letzte Schrei, wo jeder ja schon deshalb lacht, wenn sie zu ihm bloß sagt. Was guckt ihr alle für ein Blödsinn, Mann? Ja, da denke ich mir immer, Mann, oh Mann, was die Geissens für ein Leben haben. Gestern noch im Pulverschnee, heute schon in Saint-Tropez. Und unser Eins, ey, wo bin ich? Poppelsdorf und Fischenich. Und kann mir einer mal sagen, was für ein Driss die Sendung hier, das Dschungelcamp ist, wo sich C-Promis von Kakerlaken ernähren und andere eklige Sachen verzehren? Und mitten im Dschungel zwischen Frosch und Unke, Kaufhauserpresser Arno Funke. Da habe ich so für mich gedacht, wenn das im Fernsehen Schule macht,
dass die Unterwelt für Quote sorgt und uns ihr kriminelles Antlitz borgt, dann könnte es sein, und das glaube ich bestimmt, dass Berlusconi demnächst Wetten, das übernimmt. Und dann habe ich jetzt letztens, muss ich gestehen, in der Bild-Zeitung Michael Wendler gesehen. Ja, diesen Großmeister des Schmalzgesangs mit eingebauter Tinnitus-Chance. Ja, der hatte jetzt neulich die fixe Idee, ich melde mich in Köln beim Festkomitee und da werde ich denen erklären, Mann, der Wendler greift im Karneval an. Ey, da habe ich gedacht, sag mal, hat der einen Knall? Michael Wendler im Karneval? An dem Tag, wo wir den im Jürze nicht sehen, wird Willi Ostermann sich im Grab umdrehen. Da denkst du doch manchmal, jetzt packt mich der Graus. Das hältst du auf dem Planeten hier ja nicht mehr aus. Deshalb sucht ja auch die NASA schon für die erste bemannte Mars-Mission und die Reise von einigen Jahren Freiwillige für mitzufahren. Voraussetzung für die Reise ist, dass die Astronauten hier keiner vermisst. Gut, den Elverrad wären wir jetzt schon mal quitt. Und nehmen die noch den Michael Wendler mit, könnten wir so ja mal ausprobieren, Düsseldorf zu evakuieren. Wobei, bei uns in Köln ist es auch beknackt. Sämtliche Rheinbrücken nicht mehr intakt. Teilweise so marode, Mann, dass man mit dem Auto nicht mehr drauf fahren kann. Jetzt kann ich endlich mal das Lied verstehen. Über 7 Brücken musst du gehen. Doch statt die Rheinbrücken zu reparieren, sind sie im Rathaus am Fantasieren und planen jetzt, das ist ungeheuer, für Köln noch eine weitere Steuer. Und das hat die Welt noch nicht gesehen. Eine Steuer für das in der Schlange stehen. Also ich dagegen würde dafür plädieren, im Rathaus eine Beklopptensteuer einzuführen. Da wäre nämlich in knapp 2 Stunden das Haushaltsloch komplett verschwunden. Ich hab mir auch schon so oft gedacht, was haben wir früher bloß ohne Handys gemacht? Da rief doch noch keiner im Supermarkt an, nur um dich zu fragen, wo bist du grad, Mann? Das Beste aber, und das fand ich den Hit, du bekamst die Gespräche der anderen nicht mit. Setzt euch mal in eine Straßenbahn und hört euch da den Blödsinn an. Ey, boah, ey, cool, ey, fettes Teil. Ey, boah, ey, krass, ey, total geil. Da denke ich mir immer, das geht doch nicht. Kriegt ein Außerirdischer das mal mit? Ja, der glaubt doch nicht bei so einem Driss, dass hier intelligentes Leben ist. Und inzwischen
Inzwischen hat doch jeder Depp für allen Blödsinn heute eine App. Eine App ist quasi ein Programm, wo mir mein Handy sagen kann, wo finde ich die nächste Bar und ob ich heute schon kacken war. Ja, hör mal, mit einer App kannst du denken, ab sofort dir quasi im Winter zum Beispiel, sensationell. Ne, da seht ihr so eine App ganz schnell. Guten Tag, es ist soweit, draußen hat es heute. Ich meine, da muss man ja auch mal den Nutzen sehen. Früher musste ich dafür an das Fenster gehen. Inzwischen gibt es ohne Frage Handy-Apps für jede Lage, zum Entspannen, Apps zum Chillen und für Frauen jetzt auch Apps zum Stillen, weil die Frau sich niemals merken kann, welche Brust ist jetzt als nächstes dran. Gibt es jetzt als Innovation den Milcheinschuss per Klingelton. Können die nicht einfach mal Sachen erfinden, die sinnvoll sind und mich von Lasten entbinden? Eine Spülmaschine für den Mann, die sich selbstständig ein Ikea-Schrank, der sich selbst aufbaut und ein Hammer, der nicht auf den Daumen haut. Nein, stattdessen gibt's, man glaubt es nicht, jetzt Laptops, die sind wasserdicht, damit man bei einem Schiffsuntergang auf Facebook noch was posten kann. Guck mal, es muss ja heute auch allgemein hier alles nur auf Englisch sein. Ne, so eine Karnevalssitzung, so wie man sie kennt. Sagt man heute nämlich Sitzung. Das ist ein Event. Come on, let's dance. Ich bitte zum Tanz. All you can eat. Fress so viel wie du kannst. You make me crazy. Du mähst mich bekloppt. Du bist ein Raket. Ich hätte dich gern gebützt. Ein Kochtopf mit Eiern wird iPod genannt. Johnny Depp heißt so viel wie Tuppes vom Land. A very nice town. A very nice town, that is Köln am Rhein. Doch so foot from the world, das muss Düsseldorf sein. Und wenn es euch jetzt gefallen hätte, Applaus und Beifall wäre nett, dann müsst ihr euch auch nicht genieren, euch selbstkräftig zu applaudieren, weil ein Redner, der ist nur so gut wie so ein traumhaftes Publikum, was ihm zuhören tut. Dankeschön!